Luxemburg hat mich mit offenen Armen empfangen. Also das war wirklich toll. Und ich habe auf tollen Filmen gearbeitet mit ganz tollen Production-Designern. Und das hätte ich nicht in München oder in Hamburg. Ich weiß heute, das ist alles gut so gewesen, wie das gekommen ist. Weil natürlich du denkst, wow, ich will auch mal nach Berlin oder London und da wird Film gemacht. Aber in Luxemburg wurde auch immer Film gemacht. Und hier habe ich sie alle kennengelernt. Wenn ich heute so zurückdenke, ne, so wie schön ist das? Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin Emil Schlesser. Und ich bin Fabian Koller. Auch für diesen Podcast muss ich nach einmal vom Lützeburgischen ins Deutsche wechseln, denn unser nächster Gast ist geboren in der ältesten Stadt Deutschlands. Und nicht nur deswegen kennt die Christina sich ziemlich gut aus mit Geschichte. Als Production Designerin hat sie schon viele verschiedene Zeitepochen wahrheitsgetreu in ihren Kulissen wieder aufleben müssen. Man kann also sagen, dass Christina Schaffer Welten erschafft. Mit Christina unterhalten wir uns über, wie wichtig es ist, unsere Kreativität immer wieder neu zu definieren, dass der Weg zu einem gewünschten Ziel nicht immer in einer geraden Linie verläuft und warum wir uns voller Nostalgie in vergangene Epochen zurückträumen. Ein sehr spannendes Gespräch mit einer inspirierenden Frau. Viel Spaß mit der Production Designerin Christina Schaffer. Hallo Christina. Ja, hallo Emil. Wie schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Und du bist auch die erste, jetzt pass auf, damit ich den richtigen Begriff verwende, Production Designerin. Bang, yes. Weil ich weiß, dass dieser Begriff dir sehr wichtig ist, dass der richtige ist und nicht Art Director oder Set-Designer. Also Sachen, die du immer wieder hörst, die du aber nicht bist. Möchtest du vielleicht für Leute, die halt nicht unbedingt aus dem Film sind, definieren, beschreiben, was dein Job ist? Was macht ein Production Designer bei einem Film? Also ja, sehr gerne. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht, weil wenn man Bücher liest und anderen Leuten zuhört, YouTube und so, jeder sagt eigentlich immer was anderes, ne? Es gibt so Basics und letztendlich kann ich ja nur meine Definition vom Production Designer irgendwie zum Besten geben. Und ich bin der Meinung, generell geht's natürlich um das Visual vom Film. Das heißt, das ist mein Zuständigkeitsbereich, außer Kostümdesign und Make-up, ne? Und das ist definiert, dieser Look vom Film, durch den Regisseur, durch das Drehbuch. Das hängt jetzt auch immer davon ab, wie der Regisseur das möchte. Also wie möchte der Regisseur, dass sein visueller Gesamteindruck vom Film definiert wird? Eher durch Kamera, durch Licht, ne? Also es gibt's ja auch sehr oft. Oder durch Räume, durch Orte, durch Farben. Ich bespreche eigentlich mit dem Regisseur, nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, wie, wo, was, kann man sich das vorstellen, in welchem Bereich bewegen wir uns und was möchte der Regisseur. Und das hängt auch so viel für mich vom Regisseur ab, weil manche Regisseure haben ganz viel Vertrauen und sagen, okay, mach du. Andere sagen, oh, es muss ganz genau so sein und ich versuche das zu kreieren und dann auch trotzdem noch den Regisseur ein bisschen zu überraschen. Das heißt, das ist für mich eigentlich das Schönste, wenn ein Regisseur kommt und sagt, wow, das ist aber super. Boah, das ist ja noch besser, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das, denke ich, dann ist das so der Moment, wo die Arbeit von unserer Abteilung sehr gelungen ist. Ich meine, natürlich gehört auch dazu, dass nach einem Film gut aussieht. Nur, das ist für mich die Erfahrung, ab einem gewissen Punkt muss ich es aus der Hand geben. Das heißt, der Moment ist eigentlich, wenn ich dem Regisseur den Set übergebe. Früher ist mir das schwer gefallen, also tatsächlich, ne? Das war dann immer so, ich glaube, da bin ich auch schwer vom Set so raus zu kriegen gewesen, aber heute geht das ganz gut und das ist auch ein Anspruch von mir und dazu gehört einfach, dass alle Bereiche, die visuell gewünscht sind vom Regisseur, von mir und meiner Abteilung, sehr gut abgedeckt werden können. Das heißt, jetzt kommen wir zu Räumen, jetzt kommen wir zu Bauten, jetzt kommen wir zu vielleicht nur Trompe-l'œil, also dreidimensionale Backdrops oder sowas. Da kommen wir zu Requisiten. Also da gibt's ja so viel, ne? Das ist natürlich immer in Relation zum Drehbuch, zu der Vision des Regisseurs und auch zu einem finanziellen Rahmen oder es liegt in einem finanziellen Rahmen und trotzdem, glaube ich, kann das auch ein Vorteil sein, ne? Weil man sich selbst auch dadurch befreien kann.
Also so habe ich es erfahren, wenn wir einen Film machen. Es gibt nie die idealen Möglichkeiten, es gibt nie den idealen Zustand und die Dinge sind fluid und die erwachsen so aus sich raus. Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht auch Production Design dann am besten ist, wenn es so aus dem erwächst, aus den Vorstellungen, aus den Träumen, aus dem, was möglich ist, vielleicht sich wieder reduziert, aber dann trotzdem in einer ganz anderen Art und Weise sich wieder manifestiert. Und das auch im Zusammenhang mit Upcycling und all diesen Bereichen. Mhm. Natürlich erklärt es jetzt vielleicht gar nicht, was ist Production Design. 20 Minuten lang definiert und dann doch keine Definition. Ja, aber das, glaube ich, muss jeder für sich selbst definieren. Meine Definition von Production Design ist auch, das ist mir sehr wichtig, das Art Department, das Team. Das ist so ein bisschen für mich auch wie eine Familie, ne? Und jeder hat Talente. Also das sehe ich als meine Aufgabe an, dass ich die Aufgabe habe, diese Talente dieser Menschen zu erkennen und die auch einfließen lassen zu können. Im richtigen Moment, im richtigen Bereich, ne? Und das hat auch mit, Kreativität zu tun, auch die Kreativität anderer zuzulassen. Ja, das ist doch das Schönste, diese Talente zu erkennen und dann auch so mit einfließen zu lassen. Mhm. Und jedem nicht nur das Gefühl zu geben, sondern tatsächlich jeder ist wichtig, um dahin zu kommen, wo man nachher hingekommen ist. Mhm. Meinst du jetzt, im Art Department gibt es ja so viele Positionen und bei jedem Projekt werden andere Positionen benötigt. Also es gibt Projekte, da braucht man mehr Leute, die Graphic Designer sind, die gar nicht auf dem Set sind, die sich nur darum kümmern, dass man die Logos, die man im Hintergrund sieht, wenn du in der Straße drehst und man braucht ein Logo auf dem Geschäft, kann man natürlich nicht das Logo benutzen, das schon da ist, sondern muss was Neues draufsetzen. Und dann gibt's alle möglichen. Es gibt Leute, die nur anstreichen, es gibt Leute, die nur bauen, es gibt Leute, die nur Props machen. Also du kannst wahrscheinlich deine Liste machen und das sind, ich weiß nicht, 20, 25 verschiedene Positionen, was, glaube ich, das einzige Department im Film ist, wo das so der Fall ist. Also bei den anderen Departments ist es mehr geregelt. Grip, Electric, weiß man, was die machen. Und eigentlich bei Art Department ist es unendlich, wie groß das werden kann. Ja, das stimmt. Also das ist auch so, dass ich natürlich jetzt einen Grafikdesigner versuche, nach Projekt auszuwählen. Wobei es in unserem Zusammenhang in Luxemburg auch sehr viel auf Koproduktionsinhalte ankommt. Das heißt, wer kommt von woher? Und trotzdem dann den Besten zu haben, der in dem Moment perfekt zu diesem Projekt passt. Ja klar, ich habe Maler, ich habe Schreiner, ich habe Propsmaker, ich habe Setdresser, ich habe Propsfahrer, ich habe auch mal Fooddesigner, ne, auch mal Garten- oder Floristen. Hast du gerade Fooddesigner gesagt? Ja. Die gibt's ja auch. Die verdienen gut Geld in Amerika. Echt? Die verdienen Geld. überall ganz viel Geld, in Paris und so. Ja. Das sind mit die teuersten Leute, die man einstellen kann. Was genau macht ein Fooddesigner? Jetzt stell dir vor, du hast ein 3-Sterne-Restaurant und du hast, weiß ich nicht, 60% des Films spielen in diesem 3-Sterne-Restaurant. Ja, okay. Und du siehst immer diese Teller auf den Tischen und der Koch geht immer an den Tisch und sagt, hallo, wie hat's Ihnen geschmeckt, ne? Und dann steht da jedes Mal ein neues Dessert. Und die sehen natürlich auch so aus. Und das so hinzubekommen, das ist eine wahre Kunst. Mhm. Also das sind andere Dimensionen. Das hast du ja auch bei Commercials und so, ne? Wenn du einen Packshot machst oder so von Essen, also das sieht aus wie Kunst. Und ich habe das auch schon gehabt in einem 3-Sterne-Restaurant, in einem sehr guten. Die haben verboten, dass jemand Fotos macht, weil die nicht wollen, dass ihr Essen falsch repräsentiert wird in Multimedia. Weil die so viel Mühe und Wert auf die Präsentation ihres Essens einfließen lassen. Und das ist wirklich, verstehe ich, dass sie so viel Geld verdienen in Amerika. Es gibt in Amerika zum Beispiel, wir haben mal eine Pizza-Werbung gemacht. Mhm. Und da gibt's so einen Pizza-Guru. Und alle großen Firmen, ob das jetzt Pizza Hut ist oder Domino's, all diese Marken, die es auch in Europa gibt, die benutzen nur die gleiche Person. Das ist wirklich, der Dreh wird so gemacht, dass die Person available ist. Und wenn die Person nicht zu haben ist, dann wird der Dreh verschoben. Und die Person bei uns, die kam mit 11 Leuten, glaube ich. Wir haben denen riesige Küche aufgebaut, mit Ofen, mit allem. Also, und das waren 11 Leute, die da Tag und Nacht, weil die müssen ja dann auch den Teig schon in der Nacht machen, wo der Rest des Sets noch nicht da ist. Da hatten wir dann 24 Stunden am Tag am Set Leute da, nur damit die in der Küche arbeiten konnten, damit die Pizza in diesem Close-Up perfekt aussieht und wenn der Käse drauf fällt, innerhalb von einer Sekunde schmilzt, all diese Sachen.
Also es ist eine richtige Kunstform. Ich habe mich immer gefragt, was passiert da mit dem Essen danach? Das kannst du essen. Wer kriegt das? Wird das weggeschmissen? Also ich glaube, manchmal tun die schon Sachen rein, die nicht essbar sind, die man nicht essen soll. Und dann wird den Schauspieler gesagt, dieses Mal ist safe, dieses Mal lieber nicht anfassen. Was machen die denn da rein? Also Acrylfarbe oder was? Ja, Schokolade ist oft Acrylfarbe, gerade so Close-Ups von so riesen Tropfen und so, das ist keine Schokolade. Okay, damit das irgendwie so gooey ist und die richtige Konsistenz bekommt. Aber der Pizza hat die Cooles gegessen, Milli. Jetzt, wo du fragst, haben wir alle, am Ende des Tages haben wir alles bekommen. Es war super. Wir machen das auch so, weißt du, wenn wir jetzt Essen haben und so und nachher sind Dinge übrig, weil es wird ja auch oft so viel gekauft, weißt du, weil ja viele Takes gemacht werden müssen, dann hast du diese Mengen von Essen und wir versuchen schon, das dann an die Crew zu geben oder an Catering oder sowas, dass das wiederverwendet wird. Natürlich gerade bei so Fleisch oder sowas geht das dann oft nicht. Ja, die haben so eine Lebensdauer von 3-4 Minuten, glaube ich. Also ich glaube, das wurde getimed vom Tisch aus dem Ofen auf Set, musste innerhalb von 20 Sekunden passieren, weil eine Minute später für mich die Pizza gleich aussah, aber Food Stylist war da nicht froh, wenn es 20 Sekunden länger gedauert hat. Ja, ich denke auch da den Film The Menu mit Ray Fiennes. Genau. Da habe ich mich gefragt, wie die das gemacht haben. Also ob da wirklich ein Sternekoch da vor Ort war, der die ganze Zeit über diese Gerichte da gezaubert hat und auch die Teller dekoriert hat. Aber ja gut, ich habe nie daran gedacht, dass es da einen Menschen gibt, der nur dafür da ist, beim Film die Teller zu dressieren. Wenn du so einen High-Performance-Teller brauchst, klar. Ja. Ein gutes Beispiel, ich glaube, das ist ein sehr einfaches Beispiel, sind die Maler, ne? Im Art Department beim Film. Und das merke ich ganz oft. Also gerade so, dann hast du Budgetbesprechungen am Anfang vom Projekt. Ja, und dann sagen dann Leute oft, also Produzenten oft so, ach ja, dann hast du 2 Maler, ne? Ja, die finden wir ja. Also Maler beim Film, das ist für mich wie beim 3-Sterne-Koch wahrscheinlich Safran und ein Cremant und ein Pfeffer und ein Salz und ein Olivenöl. Und du hast Scenic Painter und die können Patina und die können Holz imitieren und die können Marmor imitieren und das sind Künstler. Ich habe schon mit vielen sehr, sehr guten Malern arbeiten dürfen. Also diese Chefmaler, das sind Renaissance-Menschen. Die mixen verschiedene Farben und Zusätze zusammen. Da entstehen irgendwelche chemischen Reaktionen, auf einmal imitieren die Gold oder so, ne? Also dann denkst du so, wow, was passiert hier gerade? Und dann sagst du, du möchtest das so und so haben. Und du denkst dir irgendwas aus und dann sind die in der Lage und entwickeln das. Und das ist ein hochqualifizierter Job. Die meisten Menschen auf dieser Welt denken, es ist Maler. Und ein Szenikmaler ist kein Maler. Das ist wirklich ganz tolle Arbeit. Ich habe da ganz viel Respekt vor, weil letztendlich ist es wie die Kleidung vom Set, ne? Also du hast das Klett, dann hast du die Haut und ne, dann kommt so das, was oben drauf liegt, was wir alle sehen. Das können nur die entsprechenden Leute. Das kann nicht einfach jeder, der irgendwie, weiß nicht, einen Ikea-Schraubenzieher zu Hause hat und das sind wirklich tolle Leute, also die ich auch schon treffen durfte, ne? Und auch mit denen ich zusammenarbeite und immer wieder gerne, weil sie mich immer so überraschen, ne? Mit so tollen Lösungen, wo ich dann so denke, wow, wie kann man auf so eine Idee kommen, ne? Du hast einen interessanten Punkt gemacht, weil du gesagt hast, es ist wie beim Costume Design. Und wir haben mit Uli darüber gesprochen, dass im Costume Design meistens die Kleider ja nicht aussehen sollen, als wären sie neu und gestern gekauft worden. Patiniert. Und als einer der größten Jobs das Patinieren ist. Und bei dir ist es genau das Gleiche. Wenn du ein Set machst, außer es soll neu sein, ist der größte Skill eigentlich, dass es aussieht, als wäre es nicht neu. Dass es schon Jahre da steht, wenn nicht Jahrhunderte da steht. Also oft musst du ja Materialien faken, weil du gar nicht das Cash hast, um sowas dann zu kaufen. Also ich sag jetzt mal ein Kirschholz oder sowas, ne? Das muss ja jemand malen können. Also auch wenn du Milliardärsapartment machst und du hast auf einmal eine Bücherwand aus Kirschholz, das musst du malen können. Also das sind Scenic Artists. Ja, stimmt. Das ist ein Beruf, der heutzutage nach wie vor gebraucht wird, genauso wie vor 50 Jahren. Man würde denken, dass heutzutage mit VFX und mit AI und mit dies und das und Sachen, die man ausdrucken kann, dass man so einen Beruf wie so Maler nicht bräuchte. Liege ich da komplett falsch? Ist das ein vom Aussterben bedrohter Beruf oder ist das immer noch nach wie vor eines der wichtigsten Komponenten eines Art Departments? Ich kann ja nur für mich sprechen, ne? Für mich ist Farbe dreidimensional.
Die ist nicht flach. Alles, was gedruckt wird, ist flach. So, das heißt, ich sehe das zum Beispiel oft mit dem Grafikdesigner, ne, wenn er alte Dokumente herstellt oder so. Und Leute sagen dann, ja, die kannst du doch hier auf dem Blatt Papier weiß drucken und da druckst du dann patiniert und so. Ja, kannst du machen. Sieht aber auch so aus. Ist flach. Aber wenn du ein wirklich tolles altes Papier hast und dann musst du erstmal die Maschine finden, wo das drauf noch gedruckt werden kann. Das ist eine richtige Wissenschaft für sich, ne? Dann probierst du aus, dieses Papier durch den Drucker zu kriegen und dann irgendwann, gut, dann klappt's, ne? Und dann hast du die Sachen da drauf und dann machst du noch deine Patina, deine Tintenflecke oder was weiß ich was. Und ich bin der Meinung, also wenn das auf einem Tisch liegt, du siehst es, und ich bin der Meinung, der Schauspieler fühlt es. Und ich glaube auch, durch dieses VFX, also das fällt mir ganz oft auf, VFX oder CGI, dadurch verändert sich unsere Ästhetik enorm. Also ich sehe das, Sachen sind so voll teilweise, die Sets. Und ganz viele haben Angst vor Raum. Und eigentlich ist das ja ganz toll, also wenn du was dosieren kannst. Und das wird Teil des Raums. Und daraus entwickelt sich eine dreidimensionale Grafik im Raum. Also da gibt's ja unendliche Möglichkeiten, also durch Minimalismus auch im Film, ne, Räume zu definieren. Es gab irgendwann mal einen Fassbinder-Film und es war ganz toll, weil sie hatten auf einmal alles weiß gestrichen, ne? Richtig weiß, weiß, weiß. Und jeder sagt auch, oh, um Gottes Willen, du darfst nicht weiß und ne, ganz schlimm. Aber es war eigentlich wie eine Malerei, Ton sur Ton. Und durch diese Kraft der Möbel ist eine Dreidimensionalität entstanden. Und es war unglaublich schön. Und ich glaube, genau solche Dinge nutzen wir eigentlich ganz selten, weil wir so viele Optionen haben, weil wir immer sehen, boah, alles ist ganz voll. Und ich meine, es gibt ja so kleine Informationen. Also im Mittelalter, jeder hatte 350 Sachen, jeder Mensch. Heute sind wir bei 11.000. Also wenn ich wirklich ein Mittelalter-Set machen würde mit 350 Sachen, die dann Leuten gehören würden, das würde heute keiner mehr glauben, weil wir gar nicht mehr die Sensibilität dafür haben, ne? Und vielleicht auch sich ein Stück weit zu trauen. Also ich glaube, wenn du wirklich authentisch sein willst, vielleicht auch mal gegen unsere Impulse so ein Stück zu gehen, also visuell, ne? Und ich glaube, da kannst du auch wieder ganz viele tolle Sachen entdecken, also Möglichkeiten. Nur weil wir es so gewohnt sind, ich habe das auch oft, dann denke ich, oh, ist zu leer, oh, wir brauchen noch viel mehr. Und dann irgendwann merke ich so, ich bin mittlerweile auch so trainiert, ne? Gibt es so Trends, die kommen und gehen? Und kannst du klar erkennen, dieser Film, der wurde 1999 gedreht, weil damals ging der Trend im Production Design klar in die Richtung im Gegensatz zu heute oder zu den 70ern oder was weiß ich. Also ich finde, das siehst du bei vielen alten Filmen so aus den 70ern, dass die ganz klar in so einem Trend gelegen haben. Also ich sehe es auch sehr oft bei Kleidern. Das heißt, wenn es historische Filme aus den 70ern sind, dann siehst du, das Cowboy-Kleid hat einen Einfluss von so einem 60er, 70er Jahre Hippie-Kleid oder so. Also das fühle ich schon, ja. Und das ist natürlich auch, was oft gesagt wird. Also wenn ein Regisseur kommt und sagt, er will, dass es komplett zeitlos ist, das gibt's ja auch oft, das ist natürlich auch eine Herausforderung. So zu versuchen, deinen Geschmack da wegzulassen. Ne? Und ich merke das auch oft jetzt bei Serien und so, die auf Netflix oder so laufen, die dann jetzt gemacht sind, wo Leute schon nicht mehr die 70er gekannt haben. Das spüre ich, weil ich habe die 70er gekannt, weil ich bin da groß geworden. Und das sind andere ästhetische Umgänge mit Farben, mit Mustern, mit allem Möglichen. Und ich finde das schon interessant, wo ich auch denke, wow, kann ja auch sehr überraschend sein, ne? Das heißt, vielleicht würde ich mich das dann gar nicht trauen oder ich muss mich davon erst befreien, von dieser Erfahrung und von dieser Kenntnis, um wieder irgendwo ganz anders hingehen zu können. Denkst du, dass du die Epochen, um sie authentisch darstellen zu können, gelebt haben musst? Nein, ich glaube, du musst sie lieben. Du musst sie lieben? Okay. Ich glaube, also ich habe das immer so als Kind und so die 50er, ich habe es total geliebt, ne? 50er, 60er, boah. Und ich merke das so. Ich bin so, sobald ich sowas sehe, so Filme sehe, aus der Zeit oder auch heute, ne? Ich habe jetzt irgendwas gesehen, das war auch wieder so ein bisschen 60er Mondlandung, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, mit Scarlett Johansson. Ah, ja. Aber visuell so toll, ne? Wo ich mich so direkt so zu Hause fühle. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Also ich habe das auch mal gemerkt, das ist schon sehr lange her, da habe ich einen Mittelalterfilm gemacht. Und Mittelalter hat mich nie so interessiert. Und damals war ich Setdesigner. Und dann habe ich so Bücher gehabt, weißt du, wo du so eingestiegen bist in diese Zeit, ne? Und wie haben die konstruiert, wie haben die gebaut, wie haben die Schlösser in die Räume ausgesehen und so. Und da habe ich gemerkt, ich habe auf einmal da so eine Liebe für entdeckt, also so eine Freude auch daran, so an diesen Details und wie wurden die Balken oben, die Deckenbalken abgekantet und was für Muster haben die benutzt und also ich glaube, sowas ist schon sehr wichtig. Ich glaube, das passiert auch oft, wenn du an einem Film arbeitest, du verliebst dich so in die Zeit so ein bisschen, wo du sie vielleicht am Anfang gar nicht so gut fandst, ne? Aber dann auf einmal so zum Beispiel jetzt ganz blöd, so 80er Jahre, ne, ist nicht so mein Lieblingsding. Aber ich merke das auch, wenn ich jetzt so Sachen sehe, denke ich so, wow, das ist schon cool, es hat auch was, ne. Also alles hat immer was und ich glaube, du musst immer das suchen, was dich anzieht, ne. Also was du gerne magst. Und ich glaube, das findest du in jeder Epoche, in jedem Thema. Du musst nur dafür dich öffnen, glaube ich. Also ich muss das. Ich denke auch, dass es, wichtig ist, vielleicht mal über Barrieren drüber zu springen. Welche Art von Barrieren? Was wenn du vielleicht denkst, so, das ist aber langweilig und das aber... Und dann auch dem Regisseur zu vertrauen, dass der eine Vision hat. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Also das merke ich bei mir immer. Ich denke das immer so. Wenn ich es was vielleicht nicht so verstehe und ich merke dann auch, dem Regisseur ist ganz wichtig, dann denke ich so, wow, der weiß aber, was er tut und der weiß auch, wo er hingeht und der weiß, was er will und dann das so zuzulassen, ne? So, dass ich merke, so auf einmal, boah, das ist aber interessant, was der mir gerade erzählt und dann merke ich so, ja, da will ich auch einsteigen und da will ich auch reinkommen, ne? Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich erkenne mich da selbst wieder. Ich habe nämlich auch diesen Hang, Nostalgie zu empfinden für eine Zeit, in der ich nie gelebt habe. Und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist oder ob das so eine naive Tagträumerei ist. Würdest du sagen, dass du auch so, also ganz abgesehen von deinem Beruf jetzt, ob du privat halt auch irgendwie so ein Faible hast für vergangene Zeiten, die du nie gekannt hast. Einfach nur, weil du dir das in deiner Vorstellung so schön ausmalst. Ich habe da zum Beispiel ganz klar, die 60er ist für mich halt ein großes, also eigentlich fast alles, was in der Vergangenheit liegt. Aber vor allem, ja, tatsächlich die 50er, 60er finde ich eine wahnsinnig spannende Zeit, in der ich sehr gerne gelebt hätte. Die Wahrheit ist vermutlich, dass die Zeit genauso beschissen wie heute ist und vermutlich noch mehr, wenn ich es erlebt hätte. Was denkst du? Naja, wir blicken zurück. Also ich meine, Atomic Age, wow, ne? Das war noch, wir kannten den Mond nicht. Und wir haben noch dran geglaubt, dass sich alles ändert, wenn wir den ersten Fuß draufsetzen. Und genauso war natürlich alles Design, ne? Das heißt, du hast auf den Serial Packages kleine, Raketen gehabt und so, ne? Es war überall in den Tapeten und die Farben waren dementsprechend. Keiner hat's gekannt. Das heißt, deine Fantasie konnte sich komplett ausleben. Ja, aber gerade so 50er und 60er finde ich persönlich sehr cute. Also ich finde, die hatten so einen Hang zum Lustigen oder Lieben. Also gerade was Tapeten oder so betrifft. Da gab's so tolle Tapeten mit so tollen Themen und Mustern. So wie dein Hemd zum Beispiel, sowas in der Art. Ja, aber auch noch viel definiert. Ja, das war später, glaube ich schon. Aber noch viel definierter. Richtige Cowboy-Fahrten mit Kutschen und Landschaften. Also ich habe das mal im Haus in Luxemburg gesehen. Es hat mich so fasziniert. Vielleicht ist das auch eine Fantasie, dass damals alles viel cuter war, weißt du, viel süßer. Ja. Und heute ist alles so steril ernst, und unpersönlich und tot und Plastikfake. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht einfach nur die Tatsache, dass die Zeit dazwischen liegt, dass die Tatsache, dass es in der Vergangenheit liegt, dem Ganzen so eine Patina gibt, die wir dann mit Abstand ein bisschen wieder wertschätzen können. Aber in dem Moment, wo es live ist, hat es halt nicht dieses Element von Nostalgie und Vergangenheit und so eine Melancholie, weil die Zeit ist vorbei, das gibt's nicht mehr, das ist nur noch in unserer Erinnerung existiert das. Und das wird vermutlich mit der heutigen Zeit genauso in 20 Jahren passieren, wie ganz es mit den 80ern jetzt ist. Nur so die Frage ist ja auch, und das finde ich sehr interessant, so wo fängt Vergangenheit an und wo hört sie auf? Ne? Also eigentlich ist ja schon das, was letzte Woche war, vergangen ist. Also vor 3 Jahren, ne? Ein iPhone von vor 3 Jahren. Das hat schon wieder was. Hat das den melancholischen, ich weiß es nicht.
Also klar, der iPod von 2005, ja, auf jeden Fall, ne, ist ja schon wieder ein Sammlerstück. Ne, so dann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich habe das in meiner Kindheit habe ich das gehabt. Ich komme aus Trier, älteste Stadt Deutschlands. Ne? War ja mal Rom. Also ne, Karl Marx kommt aus Trier. Du hast viele Dinge, ne, so historisch, die da passiert sind. Und ich bin als Kind immer, also es lag daran, weil ich hatte nie Religionsunterricht und wir hatten so einen gemischten Unterricht. Da waren dann Kinder so von verschiedenen Glaubensrichtungen und wir hatten dann eine Lehrerin und da sind wir immer ins Museum gegangen. Das war immer super, ne? Die anderen haben in der Klasse gesessen, war stinklangweilig und wir sind ins Museum und wir haben uns die ägyptische Mumie angeguckt. Wir sind in die Kaiserthermen und sind unten drunter unter die Kaiserthermen, wo also diese Wasserkanäle beheizt wurden. Wir haben gelernt über römische Villen, wir haben uns römische Mosaiken angeguckt. Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Das habe ich geliebt. Ne? Das hat mich auch immer so gedanklich. Also ich bin auch allein ins Museum und habe mich nur da hingesetzt und dann diese Sachen angeschaut. Ich denke schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, was ich heute mache. Dass ich da einfach so früh irgendwie mit infiltriert wurde. Also auch mein Vater, der hat Kunst geliebt. Keine zeitgenössische, eigentlich nur historische Malerei. Aber dadurch habe ich auch viel gesehen, ne? Und dann kommen natürlich so Dinge dazu. Der war sehr technisch interessiert. Das heißt, da fährst du mit 7 oder 8 ins Deutsche Museum und so Sachen, ne? Das sind natürlich alles so Dinge, die da mit reinfließen. Und ich glaube, sowas ist sehr wichtig. Ja, ich würde mal behaupten, dass vielleicht die meisten Kinder in einem gewissen Alter dieses Weltebauen sehr lieben und sich hineinversetzen in eine Illusion. Und bei unser einer, dem kommt das halt nicht abhanden, wenn wir erwachsen werden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die kleine Christina ihre Welten gebaut hat und darin halt Geschichten erfunden hat und sich da sehr wohl gefühlt hat. Ja, und jetzt kommt der interessante Part. Ich habe das immer mit Freunden zusammen gemacht. Aha. Und heute ist mein Art Department, das sind meine Freunde. Und das habe ich letztes Jahr irgendwann gemerkt. Da habe ich gedacht, wow, ist total verrückt. Ist eigentlich das gleiche Gefühl wie damals. Ne? Schön. Mit meinen Freunden unterwegs zu sein. Ja, wie toll. Mit meinen Freunden das zu machen und das zu erkunden und in den Tunnel reinzuklettern und da oder Dinge zu bauen. Also das ist auf jeden Fall so gewesen. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht und das war auch immer total belebend und interessant. Und das denke ich auch heute oft so. Wenn ich mir so überlege, was ich alles so sehe, da muss ich sagen, ich habe ein sehr abwechslungsreiches Leben und ich darf in Privathäuser von irgendwelchen Menschen, ich darf auf Inseln rumstiefeln, ich darf in Schlösser gehen, die keiner gesehen hat, ich darf in UN-Gebäude, die verschlossen sind. Also es ist wirklich toll. Ich hätte, du hast es ganz kurz vorher angesprochen, und zwar, wie sich ein Schauspieler fühlt in einem Set. Sehr, sehr kleine Anekdote. Wir haben mal ein Raumschiff gebaut. Und das sah super aus, aber war natürlich sehr billig gemacht. Also da konnte man nichts, es war aus Schaumstoff gemacht, glaube ich. Und da gab es so ein Telefon, auch das Telefon war aus Schaumstoff, war auch nicht richtig befestigt. Und wir haben da mit einer Schauspielerin gedreht, Kate Walsh, falls jemand Grey's Anatomy schaut. Und sie hatte keinen sehr guten Tag. Und musste dieses Telefon halt nehmen und jemanden anrufen. Und als sie das gemacht hat, ist das ganze Ding runtergekommen. Wirklich das ganze Ding von der Wand gefallen. Ja. Und es war eine Riesensache. Sie ist komplett ausgerastet. Hat gesagt, wie soll ich hier meinen Job machen, wenn die Sets so Schrott sind. Hat sich auch später entschuldigt und dann Ice Cream gebracht. Ja, aber die Sache ist, die Sets waren nicht Schrott. Es ist halt, es ist eine Budgetsache, wie das gemacht wird, aus welchem Material das gemacht wird, wie viel Zeit ihr hattet, um es zu bauen. Und manchmal sind die Sachen halt nicht so so echt, wie sie sein sollten. Natürlich würde lieber jeder in einem richtigen Raumschiff drehen. Aber wie machst du das, um da zu schauen, dass auch die Schauspielerinnen sich wohlfühlen und die Illusion funktioniert. Und die Illusion funktioniert, ja. Ich denke, es hängt vom Team auch ab, wie du das gesagt hast. Und ich verstehe, dass sowas gewünscht wird, ne? Und dass das funktionieren muss in dem Moment. Dann würde ich halt probieren, jemanden da dran zu setzen, der das kann. Und dann kostet es halt ein bisschen mehr, ne? Und natürlich passiert es, dass Dinge nicht funktionieren, ne?
Das hat oft sehr verschiedene Parameter, also oft Zeit, ne, oft auch mit Besprechungen, ne, dass Dinge nicht so gut besprochen wurden oder vielleicht nicht so besprochen wurden, dass das dann alle verstanden haben oder sowas. Natürlich vielleicht auch mit Anspruch, ne? Also damit meine ich, wenn du jetzt einen sehr großen Set bauen möchtest, dein Budget ist aber ein bisschen minimalistisch und du machst keine Shotlist und du erwartest dir, dass alles 360 Grad in jedem Moment verfügbar ist, da wird es Einschränkungen geben. Das ist leider nun mal so. Und das sind auch so Dinge. Da ist es eigentlich die Präparation, ne? Das heißt, finde ich jetzt, dass so Dinge am besten in einer Shotlist dann geklärt werden oder in Besprechungen. Das geht ja auch. Und dann weiß man genau, wo ist jetzt der Fokus. Und dann kann man genau da auch bautechnisch den Fokus drauflegen. Und solche Dinge, das merke ich immer wieder, das wird oft nicht genug oder präzise genug besprochen. Das liegt dann an der Zeit, ne? Also das heißt, dass der Regisseur Rehearsals machen muss und keine Zeit hat und dass ich auf anderen Baustellen bin und gar nicht verfügbar dann vielleicht. Also da gibt's ja ganz viele Parameter. Ne? Ich glaube jetzt, wo du das sagst, stand es nicht im Skript, dass sie dieses Telefon benutzt. Ich glaube, das war die Sache. Das Telefon sollte nicht benutzt werden. Schlecht, und ja. Manchmal wollen Schauspieler ja ein bisschen halt flexibel sein mit solchen Sachen und dann passiert sowas halt. Und wie du sagst, ist sehr schwierig, da immer 360 Grad das ganze Set available zu haben. Ist ja auch von allem, vom Licht her. Es gibt natürlich Regisseurinnen, die so arbeiten wollen und halt ohne Shotlist in den Tag reingehen. Macht es halt dann auch für dich schwieriger, weil du wirklich einen ganzen Raum erschaffen musst, wo jedes Detail passt und nicht nur die eine Wand, wo die Kamera gerade hinschaut. Also ich habe das auch schon jetzt irgendwann wieder gehabt. Weißt du, dann werden Sachen besprochen und dann gibt's eine Besichtigung beim Bauen und dann ist alles in die Richtung, ne? Und da fokussierst du dich voll drauf, ne? Und dann wird der Set noch einen Tag vorm Dreh nochmal eingerichtet mit Licht und alles ist in die Richtung, ne? Da kommst du morgens an ein Set, auf einmal stehen irgendwelche Sachen draußen, denkst so, warum steht das alles draußen? Und dann rennt der Standby an dir vorbei und sagt so, drehen jetzt in die andere Richtung. Und du denkst so, oh nein, ne? Und da kannst du nichts machen, ne? Ja. Das muss man loslassen, weil um da auch gut gelaunt zu bleiben, ne? Weil das ist ja das. In dem Moment muss ich den Set meinem Regisseur geben und glauben, dass er das dann am besten entscheiden kann. Mich würde mal interessieren, wie man überhaupt Production Designer wird. Das ist ja nicht unbedingt ein Beruf, wo man als 15-Jähriger sagt, das will ich machen und ich werde das jetzt studieren. Wie ist so ein Werdegang? Wie kommt man dazu? Hast du das vielleicht studiert oder also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Architektur gewesen ist oder Kunst möglicherweise. Aber ja, lass uns da mal ein bisschen den Einblick bekommen. Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich mit 12 Kurzfilme gemacht habe mit meinem besten Freund, Super 8. Ah ja. Also ja, Horrorfilme, also ne, wir hatten die Kamera gefunden beim seinem Vater im Schrank, ne, mit Schneidemaschinchen und allem. Damals habe ich habe nicht Kamera gemacht, es hat mich auch nicht interessiert. Ich habe immer gesagt, wie es aussehen soll, ne, so. Und ich glaube, das hat damit auch schon zu tun gehabt, dass das für mich, also mein Vater hat mich auch sehr früh immer ins Kino genommen, da war ich auch 6 oder so, da sind wir immer ins Kino gegangen. Ich habe so viele tolle Sachen mit meinem Vater gesehen und da kommen natürlich auch irgendwie so Vorlieben her, ne? Natürlich in der Zeit, wo ich dann überlegt habe zu studieren, war das nicht so, dass ich zu meinem Vater hätte gehen können, du, ich gehe jetzt zum Filmpapa. Dann hätte der gesagt, ja, schlaf dich aus, wir reden morgen noch mal, ne? Und dann habe ich eine Wirtschaftsschule besucht und dann war irgendwie die Idee da, dass ich BWL studiere. Und dann habe ich bei meinen Eltern eine Ausbildung gemacht als Bürokauffrau, wo ich aber ganz viele Modelle gebaut habe, weil meine Eltern so 3D-Schiffe gebaut haben aus Fiberglas und so. Und dann habe ich so Architekturmodelle gebaut, so gelötet, ne, weil ich auch mal Goldschmied gelernt hatte. Und dann habe ich immer so kleine Modelle gebaut, immer so Sachen gefunden, auch die mir Spaß gemacht haben. Und das mit der Buchführung in der Schule und so ist mir relativ leicht gefallen. So, dann war das dann abgehakt. Und dann ging es darum, ja, jetzt zu studieren. Und dann wollte ich in Trier Innenarchitektur studieren. Alle so, oh, wie kommst du denn auf die Idee? Wo kommt das denn her, ne? Ja, und dann habe ich mich beworben. Und die haben damals, ich weiß gar nicht mehr, 400 Bewerbungen oder so für 12 Studienplätze gehabt.
Ja, und dann hat es geklappt, ne? Und dann haben alle gedacht so, oh, wie kann das denn sein, ne? Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und im Grundstudium, damals war es so, das waren noch 5 Jahre, ne? Und im Grundstudium, da gab es so kleine Paketblöcke mit ausländischen Professoren, die das angeboten hatten. Und da gab es halt wirklich tolle Sachen, ne? Und das waren dann also auch viele aus London, die kamen und sowas angeboten haben. Und da war eigentlich klar, dass ich irgendwie weg möchte, ne? Und da bin ich nach London mit Erasmus und ich habe nicht gut Englisch gesprochen, ne? Ich habe wirklich also das immer vermieden und dann bist du auf einmal da, ne? Was machst du in London? Ja, dann sprichst du Englisch, ne? Und dann kam ich aus London zurück. London ist eine tolle Stadt. Ich habe nicht so viel studiert, ich habe viel gesehen. Und dann kam ich zurück und dann kam einer meiner Professoren 2-3 Monate später und sagt, Christina, in Kansas ist was frei geworden, da ist jemand abgesprungen, du kannst doch Englisch, du warst doch gerade in London, willst du nicht den Platz? Kansas. Kansas, weil die hatten immer Kansas Austausch City, also Manhattan, nicht Kansas City, sondern Manhattan, Little Apple in Kansas, also wirklich mittendrin im Cowboyland so. Und dann hatte ich weiß gar nicht mehr, 3 Tage, um drüber nachzudenken. Dann war die Deadline und dann habe ich das zugesagt, weil meine Eltern haben dann gesagt, okay, Christina, das finanzieren wir und du darfst das machen. Und dann bin ich nach Kansas. Kansas war für mich eine Offenbarung. Ich habe in Kansas kennenlernen dürfen, wie neugierig die Amerikaner sind. Und das hat mich so fasziniert, das fand ich so toll. Die interessieren sich für alles, sobald du dafür brennst. Das heißt, die unterstützen alles, sobald du davon überzeugt bist. Und ich habe da auch nicht super Englisch gesprochen und ich habe da so 3-dimensionale Projekte gemacht. Und eins war die Entwicklung eines Solarbootes. Und eigentlich hatte ich die Inspiration von einem Science-Fiction-Zeichner aus den 60ern. Ne? Und ich war so überzeugt, dass das jetzt die Welt verändert und das tollste Projekt ist überhaupt und so. Und das habe ich dann präsentiert und dann hat mein Professor gesagt, schaut euch das an. Sie spricht nicht gut Englisch, aber wir alle verstehen, es ist großartig, was sie tut. Und wir lieben das. Und das habe ich mir immer behalten, ne? Und das hat mich so motiviert, dann auch zu tun, was ich liebe. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ging es um mein Diplom und dann habe ich eine großartige Idee gehabt. In Trier gibt's einen Hochbunker und sieht aus wie ein historisches Gebäude. Und kann nicht eliminiert werden, weil die Wände zu dick sind. 2,80 Meter dicke Wände, mitten in der Innenstadt, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ich mache ein Kunstprojekt, ich mache ein Hybridprojekt, was ich ans Internet anschließe, ne? Und du kannst nur mit einer Creditcard rein und alles ist drin, holographische Projektionen und du kannst dir deine ganze 3D-Welt zusammenstellen, wenn du genug Geld hast. Und dann habe ich das gepitcht meinen Professoren und die haben sich alle angeguckt und haben gedacht, was ist mit der passiert? Und ich hatte einen Kunstprofessor, einen Österreicher, der in München gelebt hat. Und der hat gesagt, ich mach das. Und der fand's super. Und dann habe ich das gemacht. Und das war Hardcore, weil da war am Schluss auch gar nicht klar, ob ich dann das Diplom bestehe. Ne? Weil da gab's Professoren, die wollten nicht, dass ich das Diplom bestehe, weil ich da keinen Sitz drin hatte. Ich meine, es war ja Innenarchitektur. Und dann habe ich einen Klappsitz in irgendeinen Aufzug gebaut. So ein runder Aufzug war, dass der so durchs Gebäude geschossen ist und dich immer auf diese Etagen transportiert hat, ne? Wo du irgendwie gerade für bezahlt hattest. Dann war ich damit fertig und meine Mutter, die ist hinter 2 Professoren die Treppe runtergegangen nach der Präsentation. Und dann haben die sich unterhalten über mein Projekt. Und dann hat der eine gesagt, ja, das ist ja schön und gut, was die Frau Schäffer gemacht hat. Aber damit wird sie natürlich nie in der Architektur arbeiten. So, und dann hat meine Mutter mir das am nächsten Tag erzählt. Und da habe ich gedacht, super, dann ist doch alles klar. Und dann habe ich gemerkt, viel später erst, dass ich mich selbst befreit habe von diesen Barrieren. Ne? Und dann habe ich auch sofort geschaut und habe sofort was bekommen, ne, beim Film. Weiß ich noch, ich war in Trier, ne, und ich habe mich in Hamburg beworben bei einem Production Designer oder in Düsseldorf, ich weiß gar nicht mehr. Und dann sagt der so, ja, ich habe ein Projekt, also bist du flexibel? Ich so, ja klar bin ich flexibel. Dann sagt er, wo bist du denn her? Und da sage ich, aus Trier. Da sagt er, das ist aber super. Ich fahre morgen nach Luxemburg. Ich so, Luxemburg? Ja, und dann bin ich auch den nächsten Tag nach Luxemburg gefahren und den übernächsten Tag habe ich da gearbeitet.
Das war 6 Monate auf einem Projekt und das war, ich glaube, 3 Fernsehfilme mit Kanadiern, Parisern und Luxemburgern. Und da waren auch viele Engländer und die Production Designerin war von Vancouver. Und auf einmal habe ich gemerkt, so wow, ich bin genau da, wo ich eigentlich immer hin wollte. Weil ich hatte mich ja auch vorher nach dem Studium noch in Rosenheim bei einer Production Design Schule beworben. Und die haben halt gesagt, ja nein, du hast hier Innenarchitektur gemacht und ja, aber so ist das. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, das triggert ja einen. Also bei mir war es vielleicht so, um es dann trotzdem zu machen, ne? Weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich glaube, das ist immer so im Leben. Wenn man es wirklich machen will und liebt, dann macht man es irgendwann. Und ich muss auch sagen, ich habe das, also Luxemburg hat mich mit offenen Armen empfangen. Also das war wirklich toll. Und ich habe auf tollen Filmen gearbeitet mit ganz tollen Production-Designern. Und das hätte ich nicht in München oder in Hamburg. Also ich habe zwischendurch auch in Hamburg noch gearbeitet. Auch eine tolle Erfahrung. Nur ich weiß heute, das ist alles gut so gewesen, wie das gekommen ist. Weil natürlich, du kommst aus London und du denkst, wow, ich will auch mal nach Berlin oder London und da wird Film gemacht. Aber in Luxemburg wurde auch immer Film gemacht. Und hier habe ich sie alle kennengelernt. Wenn ich heute so zurückdenke, ne, so wie schön ist das? Dann hat es ein paar Jahre gedauert und da warst du auch bei The Girl with the Pearl Earring dabei, ne? Als Art Director. Ja. Hattest du was zu tun mit dem Bau dieser Venedig-Kulisse in Esch? Nein. Was ja in dem Film Delft spielt, glaube ich. Das war The Secret Passage. Dafür wurde das gebaut. Dieser Venice-Set, der wurde 2000 gebaut. Und Girl with the Pearl Earring wurde 2002 gedreht. Ich war damals zum Vorstellungsgespräch bei dem Production Designer von Secret Passage. Sehr netter Mann, sehr charmant, also ganz toller Zeichner. Und der hat, ich weiß das noch, also alles wurde damals von Hand gezeichnet. Da gab's nichts Computer, ne? Und es waren die Zeichner von Dante Ferretti aus Rom, die diese ganzen Gebäude gezeichnet haben, die da in Venice gebaut wurden. Das war unglaublich. Das war ein Raum, da haben sie alle gesessen an ihrem Zeichenbrett und dann bin ich bei dem einen vorbei, so ein Italiener halt, ne? Und dann hat der gerade da die Brücken gezeichnet, ne? Und es war Wahnsinn und es war so schön. Also diese Zeichnungen waren so, so schön. Und mir ist damals aufgefallen, da war keine einzige Frau. Und dann habe ich den Krecke, hieß der Production Designer, habe ich gesagt so, warum hast du denn keine Frau hier? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe noch keine getroffen, die gut ist. Du kannst mich ja vom Gegenteil überzeugen. Und da habe ich gedacht, nee, weil da habe ich keine Chance. Kann ich ja nicht. Und da hatte ich mich für ein ganz kleines Projekt entschieden, als erster Job als Art Director bei Carousel Pictures damals. Und das wurde ein super Hit und ich habe so viel gelernt und ich habe so eine gute Zeit gehabt. Und es war die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte. Das Projekt hieß Dog Soldiers. Das war so ein Werwolf-Film und wir haben ein Haus gebaut und das wurde in die Luft gesprengt. Wir haben ein Miniaturset gebaut, der wurde auch in die Luft gesprengt. Also war ganz toll. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Man lernt immer, weißt du, irgendwas und es ist immer für was gut. Aber nein, ich war nicht am Setbau vom Venice-Set beteiligt. Ich habe mir den vor kurzem nochmal angesehen, The Girl with the Pearl Earring. Das ist auch so ein Film, also das sitzt. Die ganze Deko, die Kulisse, da fühlt man sich wirklich in diese Zeit hineinversetzt und man kann den Fisch auf dem Markt riechen und den Dreck in den Gassen und den Schweiß in den Kleidern. Also das ist so schön designt bis ins letzte Detail. Und da hattest du deine Finger im Spiel. Ja, das sind auch tolle Erinnerungen. Also zum Beispiel diese Fenster im Vermeer-Studio. Das war dann was ich dann ausgeführt habe. Das heißt, ich habe mich drum gekümmert, dass die halt genauso dann gebaut wurden. Ich habe den Glaser ausgesucht und das waren ja auch handgeblasene Gläser. Also es sind wirklich viele Dinge. Zum Beispiel den Kriegset, den hatte ich gezeichnet. Weißt du, es sind viele Erinnerungen so, die sehr, sehr schön waren, auch auf dem Fischmarkt. Diese ganzen Ochsenköpfe, ne, das war der Delfter, also nicht nur Fischmarkt, sondern Fleischmarkt. Da brauchten wir diese Ochsenköpfe so rundrum um dieses Gebäude in diesem Venice-Set.
Das haben da meine Eltern gemacht, weil die konnten ja Fiberglasformen machen. Ne? Und all so Sachen, weißt du, wo man so heute denkt, ja, du machst es halt irgendwie. Ne? Aber es war schon sehr beeindruckend und wir haben auch viel verändert in diesem Set für Girl with the Pearl Earring, ne? In diesem Venice-Set. Und wir mussten das auch nachher wieder zurücksetzen, dass das nachher wieder genauso ausgesehen hat wie halt vorher. Ne? Also wie Venedig und nicht wie Delft. Ja, ich habe auch letztes Jahr übrigens, einen Workshop gemacht mit Peter Weber. Oh, Peter, ja, der ist Regisseur. Toll. Ja, der Peter ist ganz toll. Das ist ein ganz lieber Kerl. Ich weiß, ja. Und er hat so viel erzählt, auch über diesen Film hier, über The Girl with the Pearl Earring. Und da war eine Anekdote, dass die Scarlett Johansson, das war ja einer ihrer ersten größeren Rollen und sie war noch sehr jung und sie hatte gerade davor, hat sie Lost in Translation gedreht in Japan mit Sofia Coppola. Und weil sie das japanische Essen nicht vertragen hat, hat sie die ganze Zeit nur McDonald's gegessen. Und da kam sie nach Luxemburg und hatte die Stirn voller Pickel. Das weiß ich auch noch, stimmt. Weißt? Ja, Echt? das stimmt. Ja. Und dann meinte Peter Weber so, fuck. Und dann haben die irgendwie versucht, das halt mit Kostüm zu verdecken. Ach so. Und deswegen hat sie die erste Hälfte des Films hat sie so dieses Kopftuch bis zu den Augenbrauen runtergezogen und trägt es halt nur, um die Pickel zu verdecken. Ja, und später ist das dann alles so ein bisschen wieder nach oben gerutscht. Aber das war nur wegen dem Dreck, was sie in Japan gegessen hat. Ja, wie lustig. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber das war auch toll, weil wir hatten viel Kontakt auch mit den Schauspielern oder so. Ne? Also auch mit der Scarlett, die war sehr approachable. Ne? Also die konntest du sofort so ansprechen. Die ist auch die Mutter von der Scarlett. Also wir waren auch mit der Scarlett auf einer Rave in Trier. Also, ja, da war auch Colin Firth dabei. Es hat die Produktion organisiert. Gab's einen Bus, ne, alle rein auf die Rave. Wie geil ist das denn? Ja, es war super. Ich will auch mit Colin Firth auf einem Rave. Ja, also getanzt haben wir mit Scarlett, nicht mit Colin, ich weiß nicht mehr. Also, aber es war so, ja, es war schon ein tolles Erlebnis, ne, wo wir alle eine gute Zeit hatten. Da dachtest du, das ist meine Welt hier. Ja. Diese Filmleute, die gefallen mir. Ja, aber Girl with the Pearl Earring war ja auch, also Ben van Os, ne? Also ich habe 2 Filme oder 3, wenn ich so zurückdenke, so an meine Kindheit und später auch, wo ich immer so gedacht habe, boah, also so möchte ich mal, oder ne? Und einer davon ist The Cook, the Thief and the Lover. Und das ist Ben van Os, ne? Und Orlando ist Ben van Os. Weißt du, und irgendwann durfte ich mit dem arbeiten. Ben van Os war der Production Designer bei dem Film. Und also ich habe so ein Buch gehabt, das habe ich mir späte 90er gekauft, so am Ende von meinem Studium, Best Production Designers oder so. Und dann hat jeder sich so erklärt und wie er seinen Job sieht, ne? Zu der Zeit, die damals so die Besten waren. Und ich kann mich noch dran erinnern, Dean Tabularis an seine Beschreibung und dann Ben van Os. Und für beide habe ich arbeiten dürfen. Für beide habe ich in Luxemburg, mit beiden durfte ich zusammenarbeiten. Und wie toll ist das denn, dass du 2 Production Designer hast, denen ihre Arbeit du total liebst und mit denen du dann zusammenarbeiten darfst. Also ich find's toll. Den Dean, wie heißt er noch? Tabularis. Was hat der gemacht? Ich kann den nicht. Der Dean hat Godfather gemacht. Ich glaube, angefangen hat's mit Saperinsky Point. Der hat zwar als allererstes Projekt, und das war ein Film, den ich als Kind total geliebt habe, Bonnie and Clyde. Ah, ja. Und dann hat er also Godfather gemacht und er hat eigentlich die ganzen Coppolas gemacht. Also auch Apocalypse Now, ne? Da hat er auch seine, ich weiß nicht, ob's so seine Partnerin kennengelernt, mit der er jetzt zusammen in Paris lebt. Der hat ja dann The One from the Heart gemacht, ne? Also so viel. Und dann einen meiner Lieblingsfilme auch von Coppola, den hat er nicht gemacht, und das ist Bram Stokers Dracula. Aber ich kannte Deans Arbeit und er ist aber auch als Typ, als Mensch so toll. Ein total lustiger Mann, der wirklich so Film in seinem Innersten hat. Und der hat mal irgendwann zu mir gesagt, und da hat er gesagt so, ja, da habe ich von Walt gelernt. Und ich so, Walt, wer ist Walt? Und er so, Walt Disney. Und also ich meine, ne, das ist so weit von mir gedanklich damals weg gewesen. Und der hat halt als Trainee und als, weiß ich nicht, Jungzeichner bei Walt Disney gearbeitet.
Geil. Und das, genau. Lebt auch immer noch. Der Dean, ja. Ich glaube schon. Der ist, der ist 92 Jahre alt. Genau. Ich google das hier gerade. Genau. Und ich habe mit dem Dean gearbeitet, da war 72. Welcher Film war das, wo du mit ihm zusammengearbeitet hast? CQ. Könnte ich dir empfehlen. Ja. Guck ihn dir an. Gérard Depardieu, Sofia Coppola, Jason Schwartzman. Oh, shit. Das hat einen Vorteil, wenn man am Computer sitzt während dem Podcast. Ja, genau. Und das Beste war, also der Regisseur ist Roman Coppola gewesen, ne? Der Sohn von Francis Ford Coppola. Und das Beste war, weil ich hatte, also zu der Zeit sollte was anderes gemacht werden, The Three Musketeers. Und ich hatte davor mit einem englischen Production Designer gearbeitet auf Shadow of the Vampire, auch ein super toller, erfahrener, ganz, ganz toller Production Designer, dem sein erster Film Blow Up war. Und ja, und der hatte mich angerufen und hat gesagt, Christina, du musst da zu Karussell, ist ein Kollege von mir und bewerb dich da. Und dann bin ich dahin, habe mich vorgestellt. Und dann habe ich zeitgleich dieses Angebot gekriegt für CQ als Assistant Art Director. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen. Und ich bin halt ein Barbarella-Fan. So als Kind immer gewesen, ne? Und das ist halt so diese Ästhetik, ne? Und ich war direkt so, wow, Feuer und Flamme. Und dann war klar, ich mache kein Three Musketeers, ich mache CQ. Und dann hatte ich das abgesagt. Und dann hat mich der englische Production Designer nochmal angerufen, Ashton Gordon. Und da meint Ashton so, wie war's? Und dann habe ich gesagt, ja, super, aber ich habe mich für was anderes entschieden. Und Ashton so, wie? Du hast dich für was anderes entschieden, ne? Und es war halt in Ashton, in seiner Gedankenwelt, gab's das nicht, dass ein Assistant Art Director so einen tollen Film einfach ablehnt. Dann hat er so gemeint, ja, und was machst du jetzt? Und ich so, ja, ich mache ein anderes Projekt, ist ganz toll, Drehbuch gefällt mir so gut und so. Und dann sagt er, ja, wer ist da Production Designer? Und ich so, Dean Tavoularis. Und dann auf einmal so, Silence. 3 Sekunden Pause. Okay, ja, it's a good choice. Okay. Und dann habe ich erst danach rausgefunden, auch witzig, dass der Blow-Up, den hat der Ashton Gordon gemacht und Zabriskie Point, der Dean. Und da habe ich gedacht, ja, Antonioni, ne, da haben sich auch wieder, da gab es auch wieder diese Schnittstellen. Und da glaube ich ja auch dran, dass es immer so Schnittstellen gibt. Und die gibt's immer aus irgendwelchen Gründen. Und deshalb da. Und wir haben auch viel gelacht. Also es war ein sehr, sehr anstrengendes Projekt. Aber der Dean ist auch, also. Wo habt ihr das gedreht? Wir hatten das gedreht in Konten im Studio. Da haben wir eine Mondlandschaft gebaut und so Venedig-Innenraumsets, also Interiors. Den CQ jetzt. Ja, in Konten. Das ist unglaublich, dass diese Filme einfach alle in Luxemburg gedreht wurden. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich hab Roman mehrmals kennengelernt und noch nicht gewusst, dass er so viel Zeit in Luxemburg verbracht hat. Und ich könnte dir jetzt auch eine lustige Geschichte erzählen. Erzähl ruhig. Also, ich weiß noch, dass die alle ganz happy waren, so, weißt du? Dass Luxemburg, also die wollten nach Luxemburg, weil die sind ja alle sehr fasziniert auch von den französischen Filmen und weil Luxemburg dann noch am nächsten dran war. Und ich glaube, Paris ist dann auch so ein bisschen kostspieliger in dem Moment als Luxemburg, ne, um da zu filmen. Und dann hatten sie sich halt für Luxemburg entschieden. Und dann, weiß ich noch, waren alle auf einmal ganz aufgeregt und haben sich gefreut und haben gedacht, boah, deutsche Autobahn. Endloses, kein Tempolimit. Und dann hat sich Roman mit noch jemandem Ferrari gemietet. Und dann sind sie auf die deutsche Autobahn. Und dann ist dieser Ferrari auf der Autobahn kaputt gegangen. Und ja, so viel. Ich dachte, du sagst jetzt, sie dachten, die deutsche Autobahn wäre in Luxemburg. Und sie wären in Luxemburg 200 oder die waren schon, Polizei. Nein, das war's. Nein, die waren schon sehr gut informiert. Aber ich habe mir dann immer so überlegt, boah, was ist das, ne? Du hast so eine Fantasie und du denkst so, boah, ich miet mir ein Ferrari, ich fahre auf die deutsche Autobahn. Ne? Und dann fährst du 30 Kilometer auf der deutschen Autobahn und dann wirst du abgeschleppt vom ACL. Und das war dein Sonntag, ne? Also so dein einziger freier Tag. Und back to business am nächsten Morgen. Ja, genau. Ja. Und was auch toll war, also dieses Auto, ne, von der Dragonfly. Oh, Struzzi.
Struzzi. Ja, das Struzzi. Da wir schon bei Namen sind, Ja, Fabian hat da eine Frage für dich. ja, frag mal. Du steigst in den Fahrstuhl. Ist Fahrstuhl, ja. Ja. Du steigst in einen Fahrstuhl, die Tür geht auf. Wer steht da drin? Du hast jetzt ein bisschen Zeit, um wieder mit dieser Person zu reden. Lebendig oder tot? Wer wäre das bei dir? Könnte alles sein. Muss nicht in unserer Industrie sein, aber nur eine Person, mit der du dich einfach mal gerne austauschen würdest. Wow, ich weiß nicht, ob das jetzt appropriate ist, ob ich das sagen darf. Ja, probier mal, wir können es ja rausschneiden. Leni Riefenstahl. Ah! Und warum? Naja, warum? Weil die Leni Riefenstahl war eine Visionärin. Und die hat sich für eine Seite entschieden. Und die hat sich für diese Seite entschieden aus ihren Gründen. Und die hat Sachen entwickelt, die wir heute noch benutzen. Ne? Also Kamerafahrten und. Und diese Frau, für die Frau wurde sogar ein Kodak-Filmmaterial entwickelt. Bei Das blaue Licht hieß das, glaube ich. So ein Nachtfilmmaterial. Und da frage ich mich halt so, diese Frau hat so viel Energie gehabt. Die hat mit... Ja. Ich weiß nicht, 72 oder 73 hat die noch ihren Führerschein gefaked. Ja, damit sie einen Tauchkurs in Südafrika machen konnte, den sie nur mit bis 70 hätte machen können. Die hat, ich weiß nicht, wie alt die war, 101 oder so. Die hat ja noch mit 62 einen 24-Jährigen oder so geheiratet, ne, der bis zum Schluss bei ihr geblieben ist. Also die Frau hat so viel Kraft, so viel kreative Kraft und Power gehabt. Ja, zweifellos. Und ich möchte einfach, also das interessiert mich total, wie denkt so ein Mensch, ne, der so viel in sich hat. Wie denkt so ein Mensch? Und sie ist eine Frau zu der Zeit. Ja, finde ich schon beeindruckend. Ich würde sie jetzt nicht fragen, wieso hast du das gemacht? Wieso hast du dich dafür entschieden oder so? Weil ich denke, das hat sie geglaubt. Also da gibt es eine Dokumentation mit ihr über sie und da sagt sie halt auch am Schluss so Dinge und da ist klar, dass die ihr ganzes Leben auch so eine gewisse Meinung gehabt hat und so. Nur mich interessiert dieses unbändige kreative Potenzial, was diese Frau gehabt hat. In einer Zeit, wo Frauen das einfach nicht hatten. Ne? Also das ist jemand. Oder jemand anderes, also wenn du mich die Frage nochmal fragst, ne? Das wäre Lotti Huber. Lotti Huber würde ich auch gerne in einem Aufzug treffen. Moment, wer ist Lotti Huber? Lotti Huber kenne ich nicht. Lotti Huber ist eine Deutsch-Jüdin, die tatsächlich irgendwie ins KZ kam mit, weiß ich nicht, als Teenager. Da gab's solche Verkäufe, ne? Die deutsche Regierung damals, die Nazis, haben tatsächlich Leute verkauft, die dann nach Amerika oder irgendwo hingeschifft wurden. Und da gab's halt 1000 Leute oder so und da war sie dabei. Und so kam sie da raus, ne? Und dann kam die, ich glaube, nach Zypern. Ich weiß nicht so, wie genau ihre Reise war und so. Dann kam sie nach Zypern, da hat sie sehr lange gelebt, da hat sie eine Bar gehabt, sie war Tänzerin. Und dann halt Barbesitzerin und dann hat die einen Engländer, ich glaube, es war sogar ein Lord, kennengelernt. Den hat sie geheiratet und dann kam sie nach London. Und dann hat sie, bis er verstorben ist, mit ihm in London gelebt. Und dann, Anfang der 60er, kam die zurück nach Berlin, weil sie war ein Berliner Mädchen. Und ich habe ein Buch von ihr gelesen, das Buch heißt, Die alte Zitrone hat noch viel Saft. Und sie hat das so beschrieben, wie sie da in Berlin von der U-Bahn rauskam. Und dann sieht sie Klaus Kinski auf einem Poster, ne? Und dann diese Energie, ne, die sie hat. Und die hat nichts gehabt. Die hat irgendwie dann angefangen und hat ein Tanzstudio aufgemacht. Die war da, ich glaube, 62 oder so, ne? Und die hat nachher als Schauspielerin gearbeitet und hat Filme gemacht mit Fassbinder, mit Rosa von Braunheim. Es wird auch gemunkelt, sie hat eine Affäre gehabt mit Fassbinder. Da war sie 70 und er war 40 und. Ah, ich glaube, ich weiß, wer das ist, ja. Die ist so eine Performerin gewesen. Und als sie so in den 80ern war, in ihren 80ern, ne, hat die auch immer so Tanz performt. Das war immer so, es war auch so ein bisschen komisch. Sie hat immer so wilde Haare gehabt, war toll geschminkt, also ganz bunt, große Ohrringe, viel Schmuck und so. Und das ist halt auch so eine Person, die sich selbst so aus allem rausgenommen hat, ne? Und ihrer Kreativität vertraut hat und gefolgt ist, diesem Ruf gefolgt ist. Das ist sowas, was mich halt schon sehr interessiert, ne? Ich glaube auch, das ist was mich interessiert und auch fasziniert
Es gibt so viele Frauen, die verrückte, großartige Sachen gemacht haben und die kaum einer kennt. Und deshalb würde ich so jemanden gerne im Aufzug treffen. Weißt du, Cate Blanchett treffe ich ja vielleicht wirklich noch mal. Wer weiß denn, ne? Ja. Also die Möglichkeiten gibt's ja, aber Lottie, nee. Ist das die von Angst essen Seele auf? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, sie hat mit Rosa von Braunheim Anita gemacht als Tänzerin. Anita, Affengeil, ja, genau. Neurosia, Horror, Wakui. What? Alles Filme, die ich jetzt nicht kenne. Ja, aber sie ist halt natürlich so eine absolute Genre-Avantgarde gewesen in der Zeit, so in den 80ern und 90ern. Also hat mich auch schon immer interessiert. Mich hat immer interessiert, was ist das Motiv von jemandem, das zu tun, was er tut? Oder was ist mein Motiv? Warum tue ich, was ich tue? Was ist dein Motiv? Warum tust du, was du tust? Naja, weil es so ist wie früher, mit den Freunden spielen und tolle Sachen bauen und ergründen und finden und tolle Abenteuer zusammen zu erleben. Und das Schöne ist auch, naja, wenn es wirklich schön ist nachher, dann ist es ein tolles Souvenir. Ich meine, das tolle Souvenir ist es ja schon in dem Moment, wenn es fertig ist und wenn es eine schöne Erfahrung war. Und da habe ich viele und das finde ich schön. Also, dass ich da liebevoll dran zurückdenken darf. Und da wünsche ich mir, dass noch viele kommen. So. Und ich möchte auch gerne mal ein Musical machen. Also bitte, ne? Ah, das ist interessant, ja. Musical. Aha. Okay. Ja. Ich würde auch gerne mal ein Musical machen. Ich habe da ein paar Ideen. Mal sehen, was da kommt irgendwann mal. Ist auch, ich sage das immer wieder, Art Department und Wardrobe sind wirklich für mich die Departments, die fast die längsten Stunden am Set arbeiten, die am frühesten da sind, am letzten gehen und wirklich nonstop arbeiten. Bei anderen Departments, da ist es vielleicht 2-3 Stunden sehr, sehr aktiv, dann ist mal eine Stunde ruhiger, aber Art Department ist nonstop am Arbeiten und ja, er schafft diese ganze Welt, in der wir uns dann nachher bewegen können und filmen können und Leute reinziehen können. Ja, danke, dass du das sagst, weil das wird oft nicht bemerkt. Und das ist was mir immer so ein bisschen wehtut, ne? Wenn ich dann gefragt werde, ja, was machen die denn überhaupt den ganzen Tag? Ne? Ja, Barbecue, ja, klar. Und auf keinen Fall. Ich weiß. Und das ist, also es sind tolle Menschen und es sind auch immer so talentierte Menschen und mir fällt auch auf, die sind immer so hilfsbereit, so mit allen und so. Und ich finde das schon sehr schön, also das mag ich immer gerne. Und sie lachen alle gerne und das mag ich auch gerne. Das finde ich ist auch wichtig. Oh ja. Liebe Christina, vielen Dank für deinen Besuch und dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke. Und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft. Und ich hoffe, dass wir noch öfter zusammenarbeiten können. Ja, ich auch. Und vielleicht mal ein Musical zusammen machen. Das wäre doch geil. Ja, da würde ich mich total freuen. Ich mich auch. Am besten in den 50ern. Was? Ein Lululand. Lululand, ja. Anstatt von La La Land. So die luxemburgische Version davon. Ja, und dann alles in den 50ern, ne? 50er toll. Luxemburg, wow. Ja. Da gab's noch die Tram, weißt du, die originale Tram und so. Ja, toll. Geil. Danke, Christina. Danke euch. Danke.